Aber wie wär's mit Wasser? Du bist ja lustig. Wasser. Was meinst du, mit was wir nicht schon alles probiert haben? Zuerst mit Weihwasser, dann mit Nasenwurzgüllen, ja sogar mit Parfüm. Das meine ich doch gar nicht. Habt ihr denn nie davon gehört, dass Vampire auch als Fledermäuse kein Wasser überfliegen können? Natürlich. Das ist uns seit langer Zeit bekannt. Nur, leider leben wir nicht auf einer Insel. Aber das ist die Lösung. Macht aus eurer Stadt eine Insel. Lili sieht im Apotheker an, dass er keine Ahnung hat, von was sie redet, und wird langsam ungeduldig. Das ist doch ganz einfach. Ihr baut einen Graben um die Stadt und leitet den Beutelsbach da rein. Dann füllt sich der mit Wasser. Lili, da musst du uns zwingend helfen. Das müsst ihr jetzt wirklich allein machen. Alles Gute. Lili verabschiedet sich und düst in eine dunkle Seitengasse. Sie möchte beim Hexensprung ungern beobachtet werden. Ein letzter Blick auf Beutelsbach und sie lenkt die Hosensack. Aber... Oh nein, ihr Stoffmüsli ist weg. Ohne ihr Müsli kann sie sich nicht zurückhexen. Nervös durchsucht sie ihren Rucksack. Zwecklos. Das Müsli ist weg. Wo habe ich denn das letzte gehabt? Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. In der Todesgruft. Wenn ich doch den Sargdeckel zurückschieben wollte. Oh, ich muss noch mal zurück. Lili rennt auf den Marktplatz zu der Rosskutsche. Sie nimmt den Lederriemen vom Pferdehalfter, drückt ihn ans Herz, murmelt den Spruch für den Hexensprung, macht die Augen zu. Los geht's. Augen auf und sie steht im Rossstall. Sie riskiert einen Blick aus dem Fenster. Draussen huschen die Vampire über den Schlosshof. Lili wühlt ihre Vampirverkleidung aus dem Rucksack. Sie legt einen Regenponcho an und zuletzt die Vampirzähne aus Plastik. Für die weisse Schminke hat sie keine Zeit. Jetzt oder nie. Ein mittelgrosser Vampir huscht über den Hof direkt zum Rossstall. Oh, schöne Frau. Wohin so schnell, werte Kollegin? Ich habe einen kleinen Leon zu verspeisen. Ich muss gehen, darum habe ich keine Zeit. Ade. So. Lili drängt sich an ihm vorbei zum Ausgang. Vielleicht dürfte ich Sie zu einem kleinen Blutpunsch beim Mondschein einladen. Nur wir zwei. Es tut mir ja leid, aber ich habe schon den Graf Dracula als Verehrer. Der Graf Dracula? Auf Wiedersehen, werte Dame. Das hat gesessen. Mit dem Graf Dracula will sich niemand anlegen. Enttäuscht zieht der Vampir ab.